Der Bau der zweiten Gotthardröhre könnte deutlich länger gehen als gedacht. Das ist schon ein Worst Case im Sinne von, dass das kostet einen Haufen Zeit. Ein Testloch, das einbricht, GeologInnen, die warnen und eine Tunnelbohrmaschine, die blockiert. Die SRF Rundschau hat herausgefunden, beim Bau der zweiten Gotthardröhre läuft es gar nicht und wir fahren auch noch länger nicht mit dem Auto durch den Tunnel. Alles dreht sich um die Tunnelbohrmaschine Paulina. Wenn man die brauchen kann, ist es schnell und günstig. Aber wenn der Fels locker ist, blockiert sie und bleibt stecken und dann wird es mühsam und teuer. Ein Hohlraum bedeutet ein No-Go für eine Tunnelbohrmaschine. Und genau das ist passiert, obwohl eigentlich alle genau von dem gewarnt haben. Angefangen hat schon nach 5 Metern, dann ist die Paulina nämlich zum ersten Mal länger stecken. Was nach dem Sommer nochmal passiert, hat das Bundesamt für Straßen informiert, von jetzt an sprengen, nicht mehr bohren. Durch das kostet das Ganze 20 Millionen mehr, aber bei einem Budget von 2 Milliarden ist das nicht mega viel. Aber durch das geht das Ganze auch bis zu 8 Monate länger. Insider sehen das ein bisschen anders. Sie rechnen bis zu 2 Jahre mehr beim Vortrieb im Süden und es dürfte auch deutlich mehr kosten, weil jetzt 24/7 gearbeitet wird. Dass man aber überhaupt probiert hat, mit einer Bohrmaschine durch den Berg zu kommen, verstehen viele nicht. 2016 haben Ingenieurinnen und Geologen ein Testloch gebohrt und das ist eingestürzt. Wenn schon ein Bohrloch nicht hebt und zusammengeht, ist das natürlich ein Hinweis auf Gefahr. Dann hat das Bundesamt 2 geologische Gutachten machen. Beide warnen davon, dass der Stein am Anfang im Süden brüchig sei. Darum empfiehlt das erste Gutachten, die ersten paar 100 Meter zu sprengen und erst schnell mit der Bohrmaschine zu arbeiten. Aber im zweiten Gutachten steht, sie empfehlen generell die Bohrmaschine. Wieso das plötzlich funktionieren soll, wird aber nie begründet. Aus meiner Sicht hat man einfach plötzlich einen Entscheid gefällt und hat die geologischen Gutachten mit den Warnungen in den Wind geschlagen. Entscheiden, was man macht und dafür herstellen muss schlussendlich das Bundesamt. Sie sagen, sie haben keine Fehler gemacht, sie haben sich auf die Einschätzung verlassen. Sind die Expertenmeinung, die wir als Vertragspartner haben. Also wir haben die bessere Ingenieurbüro und Geologe zur Verfügung und sie haben das uns bestätigt. Ein gewisses Restrisiko gibt es immer und die Natur hat immer das letzte Wort. Offiziell soll die zweite Röhre 2030 geöffnet werden und laut dem Bundesamt für Straßen bleibt es so, weil sie genug Spatzung eingerechnet haben. Wir werden es sehen. Wartest du schon lange auf die zweite Autoröhre oder bist du eher Teamzug?